Ich gehe mal zum Einhornmann und sag mal, oh, es tut mir aber leid. Wie konnte denn das geschehen? Ach, da oben könnte ich auch noch hingehen zum Doktor oder so. So. Was liegt denn da? Ein unzerbrechlicher Flaschenbrecher. Joink. Es ist schon erstaunlich, wie viele Probleme im Leben durch wahllos abgefeuerte Kanonen gelöst werden. Ja, genau so ist es. So, und ich gehe mal, ist die Tür jetzt auch offen? Kann ich da jetzt rein? Bisschen Schnuse. Klopf, klopf. Komm später wieder. Wir haben geschlossen, bis ich mein gesamtes Inventar ersetzt habe, das mir jemand zu Hades und wieder zurückgejagt hatte. Welcher Idiot würde so etwas tun? Ich jetzt, also, oh, es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid für dich. Nicht. Aber wenn ich diesen Trampel zu fassen bekomme, schieb ich ihm eine meiner Flaschen bis zum Anschlag ins Fundament. Ins Fundament? Was meinen Sie mit Fundament? Nein, ich frage einfach nicht nach. Okay, jetzt muss ich ja irgendwie... Naja, also eigentlich... Pass auf. Kombiniere Flasche mit dem... Erstmal gucken, was das ist, ne? Es ist ein geheimnisvolles altes Werkzeug, um geheimnisvolle alte Kristalle aufzubrechen. Na gut, dann nehme ich das und kombiniere das und hab dann sowas da. Okay, machen wir ein paar Flaschen kaputt. Hey, aufhören, Hand! Au! Das, Wenn ich diese Flasche zerbrechen will, muss ich wohl erst meine Hand unter Kontrolle bringen. okay, das... So. Also ich kann die jetzt nicht benutzen, weil meine Hand blöde ist. Also ich dachte, ich habe mein Inventar gerade erfolgreich verkleinert. Zum Doktor gehen. Zum Doktor. Zum Doktor gehen. Nicht im Kreis drehen. Zum Doktor. Doktor. Zum Doktor gehen. Mann, ey. Sorry, ich habe gerade so einen Anflug von Pelsisch. Nicht, dass ich jetzt zum Werwolf werde oder so. Nein, ich meine nur, ich konnte gerade das Wort nicht richtig aussprechen. So. Wirbelnder Pockenstrudel. Die heutige Wettervorhersage verlangt nach LeChucks Pocken, die vom Gelato-Felsen herströmen, kombiniert mit Flotsams andauernd dürftigen Winden, um einen Miststurm Kategorie 5 zu erzeugen. Ein Miststurm? An der ein Shitstorm? Oh, das ist eine Möwe. Mann, Flotsams blöde Winde haben echt LeChucks Pocken hergebracht. Oh, da fliegt ja dann die Karte da, die ich überall suche. Wissenschaftliches Dingsbums. Diese Vorrichtung riecht geradezu nach einem durchgeknallten Wissenschaftler. Okay. Oder zumindest nach einem äußerst angefressenen Wissenschaftler. So, Moment, da steht was anderes auf dem Schild. Der Doktor ist da. Na dann klopfen wir mal. Klopf, klopf. Bonjour. Ui. Hallo, bist du ein Bonjour. Arzt? Mais oui, ich bin der Marquis de Singe. Früher einmal der Hofarzt von König Ludwig. Und wer sind Sie? Guybrush Threepwood, Er ist der mächtiger erste Pirat. Franzos, der ein A aussprechen kann. Ihre Hand. Hand? Ja, ich scheine Du mir meinst was eingefangen Hand. zu haben. Das ist fantastisch. Wir müssen es sofort untersuchen. Hey, sehr interessant. Wie hat er denn, Und Sie wie hat er sagen, denn das dass Ihre gemacht? kranke kleine Hand einen eigenen Willen hat? Ja, sie schlägt auf andere Menschen ein, gestikuliert wild und zügellos und macht einfach Dinge, die ich niemals tun würde. Zumindest nicht ohne einen triftigen Grund. Faszinierend. Wirst du das Faszinierend. wieder richten können? Monsieur Threepwood, ich gebe Ihnen mein Wort als ehemaliger Arzt am Hof von König Ludwig. Wenn Sie wieder von hier weggehen, wird Sie Ihre kleine, menschenverachtende Hand nie wieder in Verlegenheit bringen. Oh, das sind so viele Sachen, die ich mir angucken will. Ich habe gehört, dass nur ein magischer Schwamm die Hand heilen kann. Ja, ein Peeling zu Ein machen. Freund von mir sagt, dass meine Hand mit Voodoo-Pocken verflucht wurde, die nur ein magischer Schwamm wieder beseitigen könnte. Voodoo. Voodoo ist nichts weiter als unaufgeklärtes Geplapper für die ignoranten und abergläubischen Massen. Der einzige Weg zu wahrem Wissen führt über einen streng wissenschaftlichen Ansatz, der vorzugsweise von jemandem verfolgt wird, der über den geeigneten aristokratischen Hintergrund Dann verfügt. sind meine Pocken... Nichts anderes als eine Krankheit. Eine Krankheit, die wir dank der Wissenschaft heilen werden. Nun gut, dann mach mal ein bisschen Wissenschaft drauf, damit ich das loswerde. So, egal. Was macht eigentlich einer wie kommt du es, dass ein hier? hinreißender Stadtmensch wie du auf einer verschlafenen Pirateninsel wie Flotsam landet? Ah, mon ami, das ist eine Geschichte über Triumph und Tragödie. Vor vielen Jahren war ich ein junger Arzt am Hof König Ludwigs. Was für aufregende Tage das waren.
Ich kümmerte mich um die vielen Beschwerden der Aristokratie, umschiffte skandalöse Palastintrigen. Ich war ein aufsteigender Stern am Himmel der Wissenschaft. Und später? Ich wollte sagen, später? Eine Verschwörung eifersüchtiger Wissenschaftler hat mir vorgeworfen, inhumane Kreuzungsversuchen mit den Pudel der Königin durchgeführt zu haben. Wissenschaftler können Zoomt denn die hässlich Kamera immer Der wieder auf den König war Mund? außer sich und verbrannte mich auf dieser menschenleeren Tropeninsel. sein. Menschenleer? Dann warst du der Erste? Oui, glücklicherweise war meine Einsamkeit vor kurzem Dauer, da sich die fidelen Winden von Flotsam verschworen hatten, mir über die Jahre hinweg viele Piratenpatienten an Land zu spülen. Ich habe so das Gefühl... Incroyable. Also, Doc, wie lautet Ihr Urteil? Ah, Monsieur, Sie sind ein wahres Glückskind. Bin ich das? Ah oui, die Krankheit, die sich auf Ihrer kecken kleinen Piratenhand ausbreitet, habe ich noch nie zuvor gesehen. Super. Das klingt aber nicht gerade nach ja, Glück haben. dachte ich mir auch. Wer weiß, in diesen aufquellenden Hautwucherungen könnte sogar die Antwort auf die Entstehung des Lebens an sich enthalten sein. Meinst du das wirklich? Hey, das hast du gut gemacht, Hand. Ich kann Ihnen genaueres sagen, nachdem ich sie abgeschnitten habe. Was? Was? Geht's noch? Nein! Hey! Aber ja, Monsieur Sriput, die einzige Heilung für eine Hand mit dieser Infektion ist eine schnelle und saubere Amputation. Amputation? Aber ich fühle mich doch mit meiner Hand verbunden. Gleich wieder. Nein, es ist ein ernstzunehmender Ausschlag. Da bleibt nur die Amputation. Sie Amputation? müssen keine Angst haben, Monsieur. Das geht kurz und schmerzlos, dank meines eigenes zusammengebrauten Narkosemittels aus Grog. Oh, Krog. Au! Oh. Entspannen Sie sich doch ein wenig. Ich muss kurz nach hinten und die Messer meiner kleinen Guillotinen schleifen. Wir wollen das Händchen doch nicht mit einem stumpfen Messer abtrennen, nicht wahr? Wir wollen Ja, eigentlich das das macht Händchen Sinn. gar nicht abtrennen. Okay, Au revoir. Ja. Was für ein Spinner. Aber wenigstens scheint sich meine Hand etwas beruhigt zu haben. Ich sollte besser einen Weg finden, wie ich aus diesem hübsch dekorierten Schlachthof entkomme, bevor der Marquis de Fallbeil zurückkommt. Marquis Fallbeil. Der Singes-Untersuchungstisch kann mit A und D nach links und rechts gedreht oder mit W und S geneigt werden. Moment, Es ist erstmal. eine beeindruckende Darstellung des klassischen Piraten Da Vinci. Piraten Da Vinci, alles klar. Bild. Was Bildgerät. für ein erstaunliches Gerät. Ja. Ah, wie ich sehe, haben Sie meinen unglaublichen Illumino Picto Screen entdeckt. Sie nutzt die Kraft des Lichts, um kleine Zeichnungen tausendfach zu vergrößern. Interessant. Stellen Sie sich vor, eines Tages werden die Menschen Hunderte von Urlaubsbildern mit der erweiterten Familie teilen können, und zwar simultan. Du Unhold. Wie du. Du Unhold. Ach so, Mann. Ach so, Mann. Hat ein bisschen gedauert, ja, hier Bilder. Ein Stapel Bilder. Ja, eine Glocke. Kling, kling. Hä? Zu dem Affen? Ich klinge die Glocke und der Affe will dran greifen. Das ist ein Pavlovscher Reflex oder was so. Da ist auf jeden Fall ein Das ist Schlüssel. der Schlüssel, mit dem mich der Sinch einschließt. Wäre er nur nicht so weit weg. Ja, okay, ein Wenn man Skelett. mich fragt, war das ein ehemaliger Patient von The Sinch. Vermutlich kam er wegen eines Nietnagels. So, Are. The Sinch ist da hinten und schleift seine Klingen. Ja, das weiß ich. Haben Sie was gesagt? Nee, Nein, alles in Ordnung. ich rede mit mir selbst. Genau. Das mache ich hin und wieder. Ja, ich nicht. ich kenn ein Das gutes macht er, ist Mittel ja- dagegen. Ist ja komisch. Nein, danke, ich hab das bestens im Lass Griff. mal gut sein, Wie Junge. Sie meinen. So, komm mal her. Da ist ein Affe. Ich frage mich, was wohl in dieser Kiste ist. Ja, ein Affe. Darin halte ich den armen kleinen Jacques. Nachdem ich ihn nach seinen fürchterlichen Qual wieder gesund pflegte, zeige ich ihm jetzt, wie er mir im Labor zur Hand gehen kann. Käfig. Bild Es ist von eine meiner Hand. eigenartige Zeichnung des Innenlebens meiner Hand. Ich nenne es Dessin Geographe. Ich nenne es Geograph. gruselig. Ja, würde ich aber auch sagen. Ganz viele Messer. Da ist eine Maus. Wozu das wohl gut ist? Das ist mein experimentelles Foudre-Volume, das mit diesen putzigen Wühlmäusen Blitze vom Himmel holte. Wie kommt man nur Warum? auf so etwas? Wissenschaft! Sag mal, will er nicht in Ruhe... Oh, warte mal, ich sehe gerade, da ist ein Schlüssel.
Füße, lasst mich ja nicht im Stich. 1:0 für den Piraten mit den spitzen Füßen. Der Schlüssel muss in den Käfig, das ist klar. So, und das Ich Mikroskop. glaube nicht, dass ich das aufschließen kann. Ja, okay, dann muss ich wohl direkt hier Ich kann ihn von aufschließen. hier aus nicht erreichen. Ja, ich dreh. Guck. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst muss ich gleich einen durchaus noch brauchbaren Schlüssel wegwerfen. Ja, hopp. Ah. Jacques, du bist ein böser Affe. Nachdem ich mich um Monsieurs Ripout gekümmert habe, heißt es für dich nur noch zurück in die Kiste. Hör mir Zurück gut in zu, die Affe. Kiste. Wenn du und ich zusammenhalten, können wir beide aus diesem Knast entkommen. Was meinst du? Bist du dabei? Das ist das gemeinhin bekannte Symbol für Ja. Am Hintern kratzen heißt ja? Okay, da ist ein Das Käfig. ist die Kiste von Jacques. Das ist der Käfig von Jacques. Jacques in the Box. Huh? Hui, der war schon ziemlich mies, ne? Aber Davon habe ich schon mal fand ihn gut. gehört. Ich glaube, man nennt sie Mikroskope. Ich bevorzuge die Bezeichnung Enlargorama. Ja, und ich bevorzuge es, deinen Magen rauszureißen, jämmerliche Wasserschnecke. Hey, was war das denn? Oha, die Hand erwacht wieder, oder wie? So, da ist eine Balkontür. Das ist die Tür zu des Singes Balkon. Für wilde Doktorspiele im Freien. Nee, besser nicht. Ich komme nicht in... Ah, guck. Ich sehe schon, das wird nicht klappen. Ja, ich wollte gerade das Inventar aufrufen. So, wir drehen uns also zum Affen und drücken auf die Glocke. Und es passiert was? Nun gut. Blitze und Affen. Wo ist die Verbindung? Blitze und Affen. Wenn in den Affen ein Blitz... ich kann Mach auch schon, Jacques. Hilf einem Kumpel. Ja, aber wie denn? Wunderbar. Ein Affe ist nur so schlau wie sein Benutzer oder so irgendwie. Oh, da sind Ich weiß Reagenzgläser. nie so genau, was ich von Teströhrchen halten soll. Ich hasse Tests, aber mit den Röhrchen habe ich mich arrangiert. Gut. Also, folgendes. Ich habe kein Inventar, gell? Da ist Käse, ne? Es ist eine Maschine, die mit Nagetieren Blitze erzeugt. Ach so. Der Käse geht runter, die Maus sieht Käse, fängt an zu rennen. Das Ding erzeugt Strom, Blitze entstehen und tun den Affen was tun lassen. Und wie mache ich das? Es ist ein Desingograph vom Innenleben meiner Hand. Mit Knochen. Mit Knochen und allem. Soll ich mal nochmal draufklicken? Da irgendwann mal ein cooles Bild drauf. Nee, das hatten wir schon. Ich hätte gerne ein anderes. Nochmal. Oder gibt's hier, da hat er immer nur 2 oder wie? Ja, es ist irgendwie... Ach so, da hinten ist ein Das Schlüssel. ist der Schlüssel, mit dem mich Dessinge einschließt. Wäre er nur nicht so weit weg. Ja, ich hab aber... Äffchen, pass auf, Äffchen. Willst du mir nicht den Schlüssel holen? Was ist das da? Das sind Pedale? Es ist ein schickes Pedal aus Bronze. Ich komme da nicht dran. Das ist schlecht. Aber der Affe könnte das machen, aber er will ja nicht. Das Messer muss aber sehr stumpf sein. Ja, jetzt... Was ist da oben? Lampe? Achso, achso. Tada! Ja, Das ja. sieht aus, als könnte was Interessantes rauskommen. Aha. So, guck, Maus kriegt Käse. Maus fängt an zu rennen. Maschine bewegt sich, Maschine macht Strom. Affe wird komisch. Und klatscht. Autsch, das sah aber unangenehm aus. Aber ihm gefällt's. Vielleicht freut er sich auch nur, dass der Schmerz nachlässt. Was macht das andere Pedal? Ein Schockpedal und ein Mal Pedal. sehen, was passiert. Ja. Ah, Ein Banane. Bananensegen. Ich danke dir, Gott der Bananen. Was? Es ist eine Maschine, die mit Nagetieren Blitze erzeugt. Ja. Mach schon, Jacques. Hilf einem Kumpel. Er kratzt sich nur im Hintern. Wunderbar. Okay. Warte, kann ich mich noch weiter dahin drehen?
Und was passiert, wenn ich mich so rumdrehe? Also geht nicht. Ich dachte, ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen. So, dann jetzt gebe ich mal noch einen Stromstoß an Chuck. Tut mir leid. Ah ja, er hat das Bild von meiner Hand runtergestoßen. Aber wo ist das Bild von meiner Hand? Ich sehe es nicht. Ach, da. Ja, er muss da ja hingehen. Der Affe hat das Bild von meiner Hand umgestoßen, aber ich komme von hier aus nicht dran. Ja, aber wie denn sonst? Vielleicht so? Nee. Ah. So, jetzt hat er aber. Also Komm. gut, Füße. Jetzt macht euch nützlich. Aber echt, hey. Mann, der hat ja ein beweglichere ekelhaftes Füße Bild als meine meiner noch Freundin. ekelhafteren Wahnsinn. Hand. Die Dinge bessern sich. So. Und nun dahin. Ich glaube nicht, dass ich das hier fallen lassen möchte. Ja, ja. Nee, falsch rum, falsch rum. So. Drehen, aber jetzt dahin. Ich glaube nicht, dass ich das hier fallen lassen möchte. Okay, dahin vielleicht? Hoppla. Das So. war meine Absicht. Genau. Also, jetzt brauche ich eine Bimmel. Nee. Oder? Ach so, doch. Jetzt macht er das Bild von meiner Hand rein. Okay, das kann es doch nicht gewesen sein. Jetzt gebe ich dem Affen vielleicht einen Schock. Nee, eine Banane. Es ist ein Also, Pedal, mit dem eine Banane freigegeben wird. Ja. Ich komme von hier aus nicht ran. Ja, ich weiß, ich drehe jetzt so. Hier, bitte. Kriegst eine Banane, hast du nämlich gut gemacht, kleines Äffchen. Kannst du essen? Ist lecker. Hä? Ach so! Das Bild, das, was das Bild anzeigt. Und wenn du dem Affen dann eine Banane gibst, dann geht er dahin. So, jetzt Das nimmt ist den der Schlüssel. mit dem mich der Cinch einschließt. Wäre er nur nicht so weit weg. Jetzt, ah so, Schockpedal, hier, Schockpedal. So, Affe, mach was. Affe hat Schlüssel, sehr Wow, gut. ein elektromagnetischer Ja. Affe. Von so etwas habe ich schon mal geträumt. Allerdings war es ein Leguan und kein Affe. Und anstatt eines Schlüssels war es eine Eistüte. Außerdem trug ich da aus irgendeinem Grund nur Unterwäsche. Ja, echt jetzt hier. Ihr wisst vielleicht, ja, Wow, das wollte ich auch gerade irgendwas sagen. aufgeregt zu sein. Schließ doch mal die Tür ab. Also, warte mal, soll ich wieder eine Banane holen? Kommt, dann muss er ja hierher kommen, die Banane holen. Und dann kann ich mir, wenn ich mich umlege, mit meinen Füßen den Schlüssel holen. Warum auch immer. So. Nein, 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 jetzt geht er, ach ja, jetzt geht er da zurück. Ich brauche irgendwas von einem Haus. Okay, Es komm, ist ein niedliches Glöckchen, das den Affen dazu bringt, mit diesem Bilderapparat da drüben zu spielen. Ach so. Das Messer muss aber sehr stumpf sein. Ja, aber kann der jetzt denn nicht... Nun komm schon, Jacques. Bring mir den Schlüssel. Was ist denn, Kleiner? Bist du hungrig? Müssen wir aufs Töpfchen? Aufs Töpfchen, stimmt's? Ich könnte schwören, dass ich schon mal gesehen habe, wie ein Affe das macht. So, jetzt... Es ist ein Stapel Bilder für diesen Ah Bildvergrößerungsapparat. ja, pass da auf. drüben. Ich muss den Affen dazu kriegen, dass er ein anderes Bild reinlegt. Und zwar das vom Piraten. Das bin ich. Ne? Der Schlüssel bleibt ja hoffentlich dran. So. Moment mal. Gefällt ihm das etwa? Ja, irgendwie schon, ne? Wie macht man das nochmal, dass man da ein anderes Bild einlegt? Ist vergessen. So. Ja, aber jetzt sieht er ja wieder... Ich hab's vergessen, wie die Reihenfolge ist. Ja, Hand. Jetzt geht er zurück zu der Hand, ist schon klar. Wie mache ich das nochmal? Also. Nee, ich drück doch einfach nur auf die Bimmel. Das Kranker, gefällt ihm. kleiner Ja, Affe. ja, aber echt, ey, ich drück doch einfach Es nur auf ist die ein Bimmel. niedliches Glöckchen, das den Ja. Affen dazu bringt, mit diesem Bilderapparat da drüben zu spielen. Ja, ach so. Na, sorry. So, jetzt, ich war etwas verwirrt. So, jetzt bin ich wieder on track. Also, ihr habt gebimmelt. So, jetzt müssen wir machen, dass da ein Pirat erscheint. Der da, genau. Sehr gut. Jetzt kriegst du, Affe kriegt Es ist ein Banane. Pedal, mit dem eine Banane freigegeben wird. Ich komme von hier aus nicht Mann, dran. so kompliziert hier. So, Banane, ne? Affe, Banane. Affe frisst Banane. Affe guckt sich Bild an.
Affe gibt das, was er dabei hat, den Schlüssel, dem Piraten. Das bin ich. Das ist es. Auf geht's, du außergewöhnlicher anziehender Affe. Hab dich. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel ins Schloss bekommen. Ernsthaft jetzt? Was hat der für bewegliche Tada! Hände? Hast du gut gemacht, kleiner Affe. Monsieur Sriput, was machen Sie denn da? Los, sofort zurück auf Ihren Tisch. Tut mir Nee. leid, Doc, aber ich will mir noch eine zweite Meinung einholen. Danke jedenfalls für die Betäubung meiner Hand. Das ständige Schlagen und Gestikulieren ging mir schon ganz schön an die Substanz. Halt! Doofer Affe. So. Warten Okay. Sie, stopp! Ich muss Ihre wunderschöne, dem Tod trotzende Hand einfach haben! Kommen Sie zu... Liederliche Piraten! Überall lassen Sie Ihren Dreck liegen! Ein Piratenjäger, ha? Oh, das ist jetzt gemein. Jetzt setzt er den Piratenjäger auf und dann da oben fliegt wieder die Karte. So. Ich kann zumindest mal wieder mit bin zurück. ihm hier reden. Hi, das sehe ich. Wie läuft das Geschäft so? Wie läuft das Geschäft mit der Glasblaskunst? Ja. Es steht kurz vor dem Aus. So ein niederträchtiger Halunke hat mir meinen einzigartigen Flaschenbrecher gestohlen. Was? Das muss der Teufel also, persönlich gewesen echt sein. jetzt? Ohne Persönlich der Flaschenbrecher Teufel. kann ich meine unzerbrechlichen Flaschen nicht aufbrechen. Und wenn ich sie nicht aufbrechen kann, wer will sie denn dann noch kaufen? Ich bin ruiniert. Ihnen bleibt immer noch die Piraterie. Ja. Bist du weich in der Birne? Was für ein blasser Pirat wäre ich, so ganz ohne Schiff oder Winde oder Augenbrauen? Ich sehe ich eben erst. Guck dir mal seine Augen an. Also, okay, tschüss. Du machst Ich mir will Sie Angst. nicht weiter von Ihrer schickimicki Glasblaskunst abhalten. Hey, und ich lass dich gehen, damit du andere plagen kannst. Gut, danke. So, wir sind also frei, aber was... Moment, was... Inventar habe ich auch noch alles. Was können wir jetzt halt machen? Wir müssen irgendwie... Ich gehe mal zum Zeitungsfuzzi. Er hat bestimmt was zu tun für mich oder so. Oh, Moment. Da ist ein krustiger Pirat. Ey, krustiger Pirat. Hallo, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Es ist Hemlock. Hemlock McGee. McGee? Du konntest wohl den alten Hemlock nicht mit seinem Grog und seinen zerronnenen Träumen in Ruhe lassen? McGee hat ja nicht irgendwie die Lachs-Lady, die Voodoo-Lady was gesagt. Die Lachs-Lady. Tut mir leid, dass meine böse Hand dich aus Club 41 Warum bist rausgeschmissen du denn hat. nicht im Club 41 und machst es dir mit deinem Grog gemütlich? Weil mich diese untreuen Kanonenstopfer rausgeworfen haben. Oha. Der Club hat eine eindeutige, keine Füße, nichts zu Was? trinken Regelung. Deine Kommentare machen es nur noch schlimmer. Keine Füße, nichts zu trinken? Junge, was ist denn mit deinen Zum Kuckuck Füßen? ist mit deinen Beinen passiert? Aber echt, hey. Du meinst wohl, abgesehen von einem Idioten, der einen armen alten Piraten in eine tödliche Wirtshausrauferei Tödlich? Also war verstrickt? jetzt nicht tödlich. ja. Hä? 4 Wörter. Der Ach so, der de amputiert Sange. gern. So, du siehst, der hat dir deine Der Beine Marquis de abgetrennt? Sinch hat dir die Beine abgetrennt? Ei, nicht beide gleichzeitig, natürlich. Vor 7 Jahren trennte er mein erstes Bein ab, nachdem ich mir den Zeh gestoßen hatte, als ich die Winde von Flotsam Island überprüfte. Das scheint mir aber einschneidend zu sein. Ja. Ei, manchmal glaube ich fast, dass mich der perverse alte Sack auf dem Nee, Kiel ich glaube, der trennt nur gern Sachen ab. Also du hast die Winde von Flotsam Du hast die Island Winde von untersucht? Flotsam Island untersucht? Ei, ich habe versucht, hinter das Geheimnis dieser verrückten Seeviecher zu kommen, seit ich hier an Land gespült wurde. Ich fand sogar eine Seevieh? antike Schriftrolle, C64 die mich kenn ich. hoffen ließ, Antworten auf alle meine Fragen zu finden. Nein! Ei, aber ich wollte einfach nicht dahinter kommen. Das hat mich dermaßen frustriert, dass ich eine dieser Statuen in den Dschungel kickte und mir dabei den Zeh anstieß.
Als ich dann zu diesem Metzger de Sage kam, nahm er mir das ganze Bein ab. Echt hart. Aber ohne 2 gesunde Beine war es vorbei mit dem Erkunden. Also hinkte ich in den Club 41 und baute eine langfristige Beziehung zu einem Grogfass auf. Kann ich die antike Schriftrolle mal sehen? Leider nein, Skipper. Eine abgetakelte Hexe knöpfte sie mir bei einer Pokerpartie vor einigen Monaten ab. Wird ihr allerdings nichts bringen, ohne mein Ei auf Femality. Klasse. Kann ich es ausleihen? Warum im Namen von Neptuns Niednägeln würde ich dir dieses unschätzbare Artefakt einer lang verschollenen Zivilisation ausleihen? Damit ich die Winde untersuchen kann. Das wird den Marquis ankotzen, weil ich ein furchterregender Pirat bin, wegen meiner alles übertreffenden Ausstrahlung. Ja, das wird den Marquis ziemlich Wenn dich ankotzen. der Sinch wirklich auf dem Kieker hat, könnte ich das nutzen, um piratenhafte Rache an ihm zu nehmen. Also gut. Ich hab's halt einfach drauf. Ich kann's ohnehin nicht mehr Ja, verwenden. du hast ja keine Karte mehr, aber die Karte hab ich. Danke, Hemlock. Ich verspreche dir, dass du das wahrscheinlich nicht bereuen wirst. Also, habe ich die Karte? Naja. Moment. Das ist aber nicht... Das ist ja die Passwortkarte, ne? Das geht nicht. Die Karte ist natürlich da drin. Okay, ich muss also die Karte aus der Flasche holen, dann kann ich sie angucken mit dem Dingensbummens. So, hast du eigentlich noch was Hallo. zu sagen? Hallo. Was willst du wissen? Das sieht nicht gut aus. Weißt du, abgesehen von den Beinen, siehst du mir Eigentlich sieht er blass etwas grün um die Nase aus. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, du feiger Speichellecker! Hoppla, was war das denn? Was war was? Ja, Bis ist dann. gut. Tschüss. Ja, egal. Wo ist denn Buchstabe? Da ist Buchstabe. Ja, ich habe ein bisschen vielleicht Probleme mit Tastatur. Gibt's hier, kann ich... So. Clubtür. Ja, es ist schon mal nix. So. Ist vielleicht jemand da jetzt? So ein Das bisschen? Gericht scheint nicht zu Ja. tagen. Was wahrscheinlich praktisch ist angesichts der zahlreichen Gesetze, die ich heute wieder brechen werde. Ich muss... Im Dschungel? Ja, aber ich weiß halt... ich komme gar nicht nach rechts. Ich weiß halt nicht, wie man... Moment, kann ich denn das Windding da herausholen? Ah, probieren. Mal her. So, wie rum weht der Wind? Darüber. Ist das vielleicht ein Dingens, was mir anzeigt, wo ich hin muss? Meinst du sowas vielleicht? Alphabet-Schlussverkauf! Oh, der neue Einhörner, ist ja Wahnsinn. Oh, da oben steht der Marquis. Komm her. Winken ihm mal, oder?